Lassen wir empfangen Klaus und Willi. Herr Präsident, vielen Dank. Und keiner ist allein. Und dann die Hände. Da ist die Stimme, das ist ja unglaublich. Da auch. Wir klatschen. Es ist ja schon herrlich, hier einfach reinzukommen. Guten Abend zusammen. Euch geht es gut. Ja, ich bin gerade etwas beschämt. Ihr seid ja alle kostümiert. Ich habe mich nur ein bisschen schick gemacht. Aha. Ja. Und wieso hast du dich danach da oben gezogen? Hallo? Das ist ein flammenneues Jackett. Das war ein Schnapper bei so einer schwedischen Modekette. Nannte sich auch schwedische Aktion, nimm 3, zahl 2. Ich bevorzuge die rumänische Variante. Was ist das denn? Den Fix, zahl nix. Ja, okay. Und, gefällt's dir auch gut? Ja, alles in Ordnung hier, aber diese Kameras, Das ist normal. das ist ja klar. Diese Spione von der NSA. Nein, die sind nicht von der NSA, die sind vom ZDF. Ach, ist doch egal. NSA, ZDF, AOK, alles das Gleiche. Nein, das sind... Och, was denn? Da hinten auch. Was denn? Die gucken uns schon so komisch an. Jetzt hör doch mal auf mit diesem Paranoiden hier. Also NSA, so ein Quatsch. Das sind keine Spione, das ist der Elferrat. Ja, sag ich doch, da ist das Wort Verrat ja schon mit drin. Nein, pass mal auf. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Kölner Karneval von der NSA beobachtet wird? Natürlich nicht. Na siehste. Sonst wären die schon längst mit einem Sondereinsatzkommando hier reingekommen. Wieso das denn? Ist doch total harmlos. Ja, für uns schon, aber was meinst du, dass ein Amerikaner denkt, der das hier sieht? Was sieht er denn? Einen vollen Saal, einen Tisch mit Uniformierten, in der Mitte ein Einpeitscher, der ständig Raketen fordert und unten eine tobende Menge, die singt, es gibt ein Leben nach dem Tod, nach dem Tod. Ein Peitscher, das ist der Präsident. Hans-Georg! Hat dir jemand schon mal applaudiert heute für deine Moderation heute? Oh, schick seht ihr aus, Jungs. Toll, ne? Das sind Uniformen. Was ist denn das, was sie auf den Schultern haben? Das sind Ehrenzeichen. Ach so, ich dachte, das wären die Griffe, an denen sie nachher besoffen unter den Tisch hervorgezogen werden. Nein. Wie gesagt, pass ein bisschen auf. Wenn du so eine Ahnung hast von allem, dann kannst du mir mal kurz helfen. Ich muss das kurz erklären. Ich habe 2 Freunde, die sind Ärzte. Sehr vernünftig in deinem Alter. So alt bin ich auch wieder nicht. Auf deiner Uhr steht Fossil. 2 Freunde von mir sind Ärzte und das haben Sie ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Mediziner verdienen nicht mehr so viel Geld wie früher. Oh, diese armen Menschen. Einige leben schon von Arzt 4. Ja. Meine beiden Freunde haben eine Gemeinschaftspraxis. Lass mich raten, Organhandel und Golfausrüstung. Nein, Psychologie und Proktologie. Oh, Proktologie. Ja. Die nie endende Aftershow-Party. Ja. So, jetzt haben die so ein typisches Türschild. Sie kennen die Dinger ja. Bei denen steht Dr. Med Josef Meyer und Dr. Med Georg Müller, Psychologe und Proktologe. Und die Leute verstehen das nicht. Ich habe denen dann geraten, sie könnten ja schreiben, Ärzte für mentale und rektale Probleme. Was? Rektal. Was ist das denn? Ist eine Ableitung von dem Wort Rektum, der Begriff für den Ausgang. Ach so, Exit. Nicht der aus dem Haus, der aus dem Körper. Vorne oder mehrere? Was? Mehr hinten. Das heißt Rektum? Ja, das heißt Rektum. In der Schule hatte ich einen Rektor. Das ist was anderes. Aber auch ein Arschloch. Ja. Das hilft mir auch nicht weiter. Also, hast du jetzt eine Idee, was sie auf das Schild schreiben könnten? Ja, die könnten ja schreiben, Dr. Müller und Dr. Meyer, Experten für Couchlage und Stuhlgang.
Nee. Oder ein Sorgenverhinderer und Hinternversorger. Quatsch. Fachärzte für das Köpfchen und was man setzt aus Töpfchen. Nein. Für oben dumm und unten rum. Nein. Für Verrückte und Gebückte. Nein. Na dann Rheinisch. Wie Rheinisch? Josef und Georg. Hirndurchwöhler und Fötschesföhler. Meine Güte. Es soll doch nur kurz und knapp sein. Und für jeden verständlich, dass sie sich um Hirn und Hintern kümmern. Okay, dann schreib auf. Was denn? Jupp und Schorsch. Ein Kopf, ein Arsch. Ich muss mich da... Das ist... Ich kann das erklären. Das ist ja die Generation, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Fernsehen. Ich gucke auch Bildungsfernsehen. Oh, Bildungsfernsehen. RTL 2. Was kann man denn da lernen? Männlicher Vorname mit 10 O. Gibt es nicht. Doch Robert. Jetzt sag den Leuten bitte aber auch mal, was immer noch deine Lieblingssendung ist. Bauer sucht Frau. Ist das peinlich? Wieso? Das hat doch außer dir kein Mensch zuletzt geguckt. Das gucken hier alle. Blödsinn. Meine Lieblingsfolge ist die, als Heinz aus dem Sauerland seiner Angebeteten dieses selbstgeschriebene Gedicht vorträgt. Das ist aber bestimmt sehr romantisch. Er hatte sich extra schick gemacht. Schwarzer Anzug. Nee, saubere Stallstiefel. Ist vor sie hingeschritten. Was ist das für ein Geräusch? Kuhfladen. Hat sich hingekniet. Und was war das? Arthritis. Hat der auch mal was gesagt? Ja, der hat gesagt, mein Schatz, ich finde dich echt lecker. Dies fast so schön als wie mein Trecker. Mit dir möchte ich gern überwintern. Hast weit und breit den wärmsten. Siehst du, die gucken das. Das war doch nur Höflichkeit. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich lehne diese Sendung ab. Bauer sucht Frau ist männerfeindlich. Das, Ja. Es geht doch nur darum, sich darüber lustig zu machen, dass wir deutschen Männer uns gegenüber Frauen jetzt nicht so gut ausdrücken können. bitte? Ja, jedenfalls nicht so gut wie zum Beispiel die Franzosen. Franzosen? Ja, frag mal die Frauen. Viele Frauen schmelzen doch dahin, wenn sie nur diesen französischen Akzent hören. Ja, aber was nützt der Akzent mit dem Gesicht von Ribéry? Nee, du verstehst das nicht. Wieso? Ja. Wieso rede ich überhaupt mit dir darüber? Ja, wieso redest du mit mir? Ich bin ja nur ein Tier und Tiere können ja nicht heiraten. Nee, das stimmt so nicht. Was? Das klingt jetzt bescheuert, aber Tiere können heiraten. In Amerika haben im letzten Jahr 2 Leute ihre Pudel miteinander verheiratet. Ja, aber die Hochzeitsnacht war ein Reinfall. Wieso? Sie war pudelnackt und er kastriert. Nein, das ist wirklich wahr. Und da fragt man sich doch, warum soll das in Deutschland nicht auch gehen? Ist doch bescheuert. Man kann doch mal drüber nachdenken. Ja, bitte, welche Tiere können heiraten? Tausendfüßler? Nein. Wer soll denn da die Brautschuhe zahlen? Oder Pferde? Nein. Wer soll denn die Hochzeitskutsche ziehen? Und wer kommt in die Lasagne? Oder die arme Eintagsfliege, kaum verheiratet, schon Witwe. Das letzte Mal, dass ich wirklich meine Ruhe hatte, das war zu Weihnachten. Wir hatten so eine besinnliche Weihnacht letztes Jahr. Es war noch richtig schön. Wir hatten Kölsche Weihnacht. Was heißt das? Ja, wir haben angefangen mit Weihnachtsliedern und da ging es nahtlos in die Karnevalslieder. Nee, das geht ja gar nicht. Wieso? Das passt ja gar nicht zusammen. Wie soll man denn in ein Karnevalslied kommen mit sowas Besinnlichem wie Stille Nacht, Der Witzka, Herr Kapitän, digge, digge, ding. Das passt ja nicht, nein. Oder sowas wie Morgen kommt der Weihnachtsmann. Man müsste noch na 20 sein. Würdest du mich bitte nicht immer unterbrechen? Das passt nicht. Oder mein persönliches Lieblingslied.
O du fröhlich Dinnenreu, Babahaichi, Bombaichi, Bum Bum. Aber scheiß drauf, Nalle ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schala, lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herz und Leib dein mir. Dann schenke ich dir mein ganzes Herz und zeige dir, Kinderlein, kommet, oh komm nach keine Ärger, nach uns keine Stress. Mir sie doch ganz leise rieselt der Schnee, aber doch das seht in unserem Feliz Navidad, Feliz Navidad, hetz von der Welt, ja, das ist Kölle. Dann hetz von der Welt, das steht am Ring, Glöckchen klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann, klingelingeling, kommen sie alle Jahre, viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die lustig, lustig, tralalala. Bald ist Rosenmontag da, bald ist Rosenmontag da. Dankeschön und einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Eine traumhaft schöne Sitzung wünschen euch Klaus und Willi. Tschüss. Ja, einmalig in der Perfektion, was die Bauchrednerei betrifft, nicht zu überbieten. Super Übergänge natürlich von der Weihnachtszeit unmittelbar schleichend in die Karnevalszeit. Unverkennbar Klaus Ruprecht als Klaus und Willi. Vielen lieben Dank, Hans-Georg. Danke euch. Wir bedanken uns bei den beiden mit dreimal von Netze Kölle. Kölle. Und Klaus und Willi. Dankeschön.